Hallihallo, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und heute machen wir uns mit klare Sache mal blau. Oder heute machen wir klare Sache blau. Oder heute zeige ich euch klare blaue Sache. So in etwa. Ja, ihr habt den Titel vielleicht schon gelesen. Geht um Fortnite. Und ich hab da so Blästerlers, die sind blau und klar. Also durchsichtig. Das seht ihr. Ist durchsichtig. Und es ist so ein Schwungrädles Blästerle. Es macht Krach. Und ein Fingerklepper. Ja, aber ist ja sauber. Ich muss noch mal, glaub, recherchieren, was das für ein Ding ist. Aber das ist auf jeden Fall so Fortnite-Dingens. Und für alle, die neu auf dem Kanal sind, ich mag transparente Sachen und für den Rest ist ja bekannt. Und da gab es halt das Magazin auch transparent. Da ist ja so Lama-Dingens. Ich habe keine Ahnung von Fortnite, aber ich finde die Blaster cool. Sollte vielleicht mal eine Übersicht über meine Fortnite-Blasters machen, aber ich habe die mit den Hammerlern habe ich 2 davon und ein paar Jolt-Varianten. Wir sollten vielleicht eher mal eine Übersicht über meine Jolts machen, das habe ich glaube noch nicht gemacht. Ja, das hat schon überall so eine Macke eingebaut, das sieht schon cool aus. Und das ist wirklich eine Macke, aber das sind so Fake-Macke. Da ist ein bisschen, habe ich Brauch gekauft, das ist ein bisschen benutzt, aber das sieht schon so cool aus. Irgendwas passt mit dem Schwungrädlerskäfig nicht. Manchmal stößt der ein bisschen an. Aber ist undramatisch. Das ist sowieso ein Serienblaster, also das ist jetzt nicht ganz so. Und wir haben auch noch einen zweiten davon. Vorsicht, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Wir haben da das Ding noch. Das ist auch klare Geschichte. Das hat so freches Grinsen da vorne. Da kann man da Zieloptik, runterklappen und wieder hochklappen. Da kann man da dann hochpräzise seine Rakete abschießen. Ich meine, das geht einfach so. Man zieht das zurück und dann ist geladen und dann drückt man das nach vorne und dann haben wir sogar getroffen. Voll ins Netz. Und dann ist entladen. Dann macht das ein bisschen Krach und schießt eine Rakete. Ja, die andere Seite ist Schokoladenseite, da ist das Auge ein bisschen kaputt, sehe ich gerade. Da ist das Auge intakt. Das Kunststoffknarze, das ist ja. Aber, schönes Bleisterle. Fortnite haben sie auch bloß auf das Rot lackiert. Heieiei. Das ist gesagt so. Keine Ahnung. Ich recherchiere mal, wie die Bleisterle das häuset und ich schreibe es in den Titel. Ich habe sie mir gekauft, weil sie hübsch aussehen, nicht weil ich Ahnung von Fortnite habe. Fortnite. Auf jeden Fall, das macht schon Spaß. Zurück. Und seht ihr das komplett? So. Jetzt ist in Nirvana. So. Irgendwo. Ich finde es nachher schon wieder. Vom Messer können wir das garantiert nicht. Und vom Messer brauchen wir das garantiert nicht, weil das ist Serie. Ja, es geht. Ich meine, die EMRs sind wahrscheinlich ein bisschen besser. Also da sind jetzt 2 EMRs mit 2 Dummies drin. Weil ich habe keine Batterie dafür mehr. Ich mag das einfach. Irgendwie. Ich glaube, die Windung gehört da nicht so nach unten. Also das lässt sich wirklich knallhart bloß bis 10 laden. Ja. Es ist ein cooles Blästerle, aber praktisch ist nicht. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ihr seht, normalerweise kann man immer noch mal 1, 2 Pfeile vielleicht mehr einladen, aber bei dem Gott das garantiert nicht. So, zack, drin ist. Oh Gott, recht gut. Das ist vielleicht die EMRs taugen da schon mehr wie normale Batterie. Bin recht überrascht. Das geht recht gut, auch wenn man da mehr. Ich meine, mehr wie 2 EMRs kann ich wahrscheinlich nicht reinpacken, weil sonst geht das irgendwann mal
zu arg. Also da wird ein Wärmewiderstand drin sein. Der löst dann halt aus und sorgt dafür, dass das Motorlörle, dass das Motorle, so jetzt, dass das Motorle langsamer dreht und so lange, bis der sich abkühlt und dann geht es wieder schneller. Da haben wir noch Fensterle, dass man dann eingreifen können. Alles noch mit Original, mit Schalter, da können wir das geht erst wieder, wenn man das so macht. Und das ist auch, wenn man das Magazin rausmacht. Wobei, ja. Das ist der Schalter. Das Netz davor vor dem Schwungrädlerskäfig. Und das sieht alles noch recht neu aus. Da hat wohl jemand nicht arg viel mitgespielt. Ja, mir fehlt der dritte im Bunde, fehlt mir leider noch. Das ist so Desert Eagle-Dingens da. Oh, da sind die Pfeile seitlich. 3 Stück haben wir noch, komm, die verschießen wir noch. Denen geben wir noch Chance, im Netz zu landen. Also, bei dem Dienst im Internet, weil da sind sie schon. Das ist Lackierstaub, oder? Was ist das da? Das ist einer der. Weil das ist schon cool gemacht. Da kann man da auch Zielvisier hoch, runterklappen. Ja, klapp's hoch. Schulterstütze ist nicht verstellbar. Da vorne sind Batterien drin. Und das seht ihr, ich spiele mir nicht oft mit dem, weil das hat nur Standardschraube. Weil normalerweise das erste, was ich am Bleistahl noch mache, die mit denen ich öfter spiele, sind Rändelschrauben. Das halt einfach auf und zu machen ist. Da brauchen wir immer Werkzeug dafür. Und ich mag mir jetzt nicht extrem viele Batterien für alle Blaster kaufen, weil warum auch? Hab ins Netz mit dir. Dreifach. So. Dass ihr nochmal ein schönes Bild habt. Das fiese Grinsen noch drauf. Ich mag die sieht einfach schön aus. Also, ja, man könnte jetzt überlegen, den da zu tunen. Und das dürfte der. Wobei das sieht anders aus wie der Streuf. Das sehen wir jetzt. Hoppala, wackelt ja da die Kamera. Doch, das dürfte doch auch nicht das gleiche sein wie der Streuf. Schwungrädlerskäfig, weiß ich nicht, ob der anders ist. Aber ja, auf jeden Fall also ich meine, die Trigger werden ein bisschen anders sein, das wird ein bisschen anders sein. Und bis wir das alles in schwarz haben. Und vor allem dann das da vorne, also nee, das lassen wir so. Das passt so. Man muss auch mal Dinge so genießen, wie sie sind. Nicht immer alles modifizieren. Und hab schon genug modifizierte Streus. Also dann modifizieren wir lieber denen weiter, wie das man da jetzt versucht, den zu ändern. Und dann das kaputt machen. Das sieht schon schick aus in dem Transparent. Transparenter Streif wäre noch cool. Also, aber das müssen wir dann vielleicht mal selber machen. Der eigene Entwicklung oder mit Aussparung, dass man dann durchgucken kann oder was weiß ich. Da fällt uns schon was ein. Auf jeden Fall, das war jetzt heute mal die Übersicht. Und die zeige ich wieder, wenn ich der dritte Blaster habe von denen transparent. Ich glaube, so habe ich sogar noch die Originalverpackung. Irgendwo. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern. Und das nächste Mal basteln wir wieder was. Das letzte Mal haben wir Langarm repariert und ja, Sachen gemacht, Übersichten und Zeugs. Und letztes Jahr haben wir viel bastelt. Dieses Jahr haben wir auch schon bastelt. Und wir hören auch nicht mit dem Basteln auf, das ist völlig klar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blastingenieur.